Ja? Dem Rekşa denen büyü, hiç ude kasa, manzu topladığınızı emcilage, kamena, and hiç ude kasa döga, bacız tezistana, and şu ude ne sonra mit den zuersten Islama, anschließend tut die Tibeter-Gemeinschaft Präsident Herr Tenzin Emchi eine kleine Ansprache halten. Wenn alle Gäste da sind. Wenn alle Gäste da sind. Und nachher tut unsere Tibeter Tanzgruppe eine kleine Musik-Einlage bringen. Und anschließend ist dann Aperitif eröffnet.
수주등의 자매나 지샤의 제가 태양서 참았던 달에 주질레나 데 영웅 우지에게 덴레페토 도 참아 투친 수기 아니 믹스에다 레군디 코드 로드슈비나 그나랑스 튜미나레 서버제 튜즈네 디코라 가면 좀 체지 좀 종교절에 더딩 이제 튜즈 달에 도토가 인자 믹스에 나다 보시나 보시다에 레군디기 고지 전답제 가서나 다르거든 그냥 사는 캔세를 손을 잡아다 만체 사람이나 소케가 그다시 튜미저다 그래서 튜미라고 가지고 카페 가라 튜미저 때문에 아무튼 도서실 들어가래 제가 사람하는 저 그다시 이제 지시되지만 소소 계획이 나오냐 되고 나와가지고 뒤에서 집에 인스에서 도도 되지스게 아마 근데 아마 저랑 이제 카톡 때문에 진짜다 마음바 레군디 챕시지 가르스나 간도 침물이 제 그지 나다 가스나 마음바 팀이 좀 참았다 레군디 나 소고야래 대자 디치체 아니된 칠로 돈 대비나 베트미 수스베리미마 미니 돈슨 돈지요때 칼라오라때 지 가장 매베체 소소 교대다 가장 교대에서는 지차도가래 그 마음바디 믹스에는 등산 뒤질 칼라오라다 지지에 돈이나 배대도 돈을 나니 시다요래 콘서트지나다 저와치서지 디 아주 개침을 해서 이 돈에 된데 레군도 고쳐래
얘들은 하나 집에 사과하지나다 대신 주민들다 집으로 차대요. 저 사람들이나 총선이 마음을 건져대 되나 촌나 그래. 되나 신다던다 레온의 마음을 가져서 배줬다면데 다른 것도 레온 돌다 잘나냐 건져다 체질에서는 그래. 된데 집에 되나는 왜거든. 된데 지카라고 그러다 레온들네 배준 당당 줄 배준 저거라 그래서 뭐도 되나 시카선 벤차스나 주공 건버지나다 그런서 칼라브라 배버들 재미를 비다도 내가 소난 것도 근데 배제 예 가르쳐주 청선나다 이건데 사실 쿠고 이제 배지미 기비 가고 있지래서 그때 이제 그런서 마음과 코스트나 대 도승한 저 배지 내용도 배주다는 되그래서 그렇지 수주총 롭스테체 접든로도 강라 안 되나 신다다 대화들 내용도 우주도 된다 개체무지 가르스나다 마음지 지게로 어쨌든 장래 강라변의 자신 계람하고 돈에 공통나 정하지 시대나요래 디나신 레옹이 된다다 지제되기나 보신 스타츠리는 바토섬에 붙여 신디피그래 그 마음지 잘아요 같은 마음지다 또 지기 로바 난조들 레노도 간제가 아주 녀조도 게 말해 진짜 단답도 배지 레옹이 주주부터 도선스 배지 뉴스타래 마음지다 지대신의 좀 디지체 아니 와다 지금 장도 정말 세상 챙그래 아니 얘 콜로페 배진다 되는 리뷰라서 나서 이 투치체 아니 그래서 나서 투치 주치체 아니 계획이 돈 단다 감주 된질라 돈을 고문가 주시 다 제가 나서 제 참아 투치 주리 아니 다른 계절을 변천한다 여러마고기 잘나는 게 될래요. 그랬더니 배신이 지금 듣고 라시다야고 학교마장에 제면을 찍어주시네요. 메로삼스 진짜 그냥 참을표 투치시니 안에 단다 제면을 찍어주시오 좋아지. Auf Deutsch, damit Sie vielleicht auch die Tibeter-Gemeinschaft ein bisschen kennenlernen. Und weil ich da natürlich nicht so viel Übung habe in der spontanen Ansprache, habe ich mir erlaubt, einige Worte aufzuschreiben, das werde ich Ihnen vorlesen. Also sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste und Landsleute, recht herzlichen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und die Zeit gefunden haben, am Eröffnungsbüro unseres Büros teilzunehmen. Die Errichtung eines Büros für die Tibeter Gemeinschaft Schweiz haben wir als Pendenz von unserer Amtsvorgängen übernommen. Wir sind daher besonders stolz, dass mit der Eröffnung dieses Büros nun ein lang gehegter Wunsch der Tibeter in Erfüllung gegangen ist und dass die größte Tibeter Kolonie außerhalb von Asien nun endlich eine offizielle Anschrift hat. Es gibt auch andere vielschichtige Gründe für die Eröffnung dieses Büros. Die vielen Sitzungen des Vorstandes, der Vollversammlung der Siedlungsvertreter und die Redaktionssitzungen der Gemeinschaftszeitung fanden bisher jedes Mal an einem anderen Ort und in der Weiterrede der Tibeter Gemeinschaft in der Zwischenzeit die Schweiz und die verschiedenen Restaurants besser kennen würden als viele Einheimische. Des Weiteren mussten alle Materialien und Dokumente der Gemeinschaft in den Privaträumen der gewählten Vertreter gelagert werden. Zusätzlich mussten diese Räume auch noch als mietfreier Büroersatz herhalten. Diese Unzulänglichkeiten mussten mit organisatorischer Ineffizienz, zusätzlicher Aufwendung der sonst schon spärlichen Freizeit und mit hohen finanziellen Kosten der einzelnen Teilnehmer bezahlt werden. Obwohl es in der Vergangenheit aus reinem Idealismus einigermaßen funktionierte, wäre dies auf lange Sicht kein tragbarer Zustand. Nun ist ein großer Teil dieser Probleme durch die Eröffnung dieses Büros gelöst. Für die unter uns weilenden Gäste, die die Tibeter Gemeinschaft in der Schweiz noch nicht sehr gut kennen, möchte ich zu dieser gemeinnützigen Organisation nachfolgend einige Angaben machen. Die ersten Tibeter kamen anfangs der 60er Jahre auf der Basis von Privatinitiativen einiger Schweizer Persönlichkeiten in die Schweiz. Mit fast gegen 3000 Seelen stellt die Tibeter Gemeinschaft in der Schweiz inzwischen die größte und gewichtigste Tibeter Kolonie
außerhalb Asiens dar. Bereits wächst hier in der Schweiz die dritte Generation von Tibeter auf. Im Gegensatz zu anderen ausländischen Gruppen haben die Tibeter in der Schweiz schon recht früh angefangen, sich in Gruppen und Vereinen zu organisieren, so dass in der Zwischenzeit schätzungsweise deren 10 existieren. 3 davon gelten innerhalb von uns Tibeter als sogenannte offizielle Vereine. Sie sind zwar ein Teil der Gemeinschaft, aber intern autonom. Der Verein Tibeter Jugend in Europa als Vertreter der Jugend und die 2 Tibeter Frauenorganisationen in der Schweiz als Vertreter der tibetischen Frauen. Die Tibeter Tanzgruppe Schweiz, eine Gruppierung innerhalb der Tibeter Gemeinschaft, bemüht sich speziell um die Erhaltung der tibetischen Kultur im Exil. Die Tibeter Gemeinschaft Schweiz als solche ist kein Verein, sondern sie ist die Dachorganisation der Tibeter in der Schweiz. Die für eine Amtsperiode von 3 Jahren gewählten ehrenamtlichen Vertreter der verschiedenen Tibeter Gemeinden in der Schweiz repräsentieren daher alle hier ansässigen Tibeter. Stellvertretend für das tibetische Volk im Westen haben sich diese demokratisch gewählten Vertreter für die Erreichung von einer großen Palette von Zielen zu engagieren. Kulturerhaltung, Finanzbeschaffung, Unterstützung von Landsleuten und Projekten im Asien, Sozialaufgaben innerhalb der Tibet in der Schweiz, Aufklärungsarbeit im Westen über die wahre politische Situation in Tibet, Eintretung für die Freiheit des tibetischen Volkes, Einleitung eines Demokratisierungsprozesses innerhalb der tibetischen Gesellschaft. Und im Speziellen hat sie eine besondere Verantwortung für die hier aufwachsenden zukünftigen Generationen von Tibetern. In den meisten Tibeter-Siedlungen haben wir daher Tibeter-Schulen, wo den Kindern die Basis der tibetischen Schrift und Sprache beigebracht wird. Obwohl wir eine gemeinnützige Organisation sind, haben wir bisher weder Zuwendungen noch Subventionen durch den Bund, die Kantone oder den Gemeinden bezogen. Wir kennen auch keinerlei Mitgliederbeiträge, weil jeder Tibeter automatisch zu dieser Gemeinschaft gehört. Nach dem Motto, hilft dir selbst, so hilft dir Gott, werden alle unsere Aufwendungen und Unterstützungsbeiträge an Externe durch selber organisierte Festanlässe und Kulturveranstaltungen erwirtschaftet. Unsere gewählten Funktionsträger wirken während der ganzen Amtszeit ehrenamtlich und auch sämtliche Nebenkosten gehen zu Lasten dieser Vertreter. Nur durch diesen Frontdienst war es uns bisher möglich, unsere Aufgaben zu erfüllen und auch den verschiedenen finanziellen Verpflichtungen der Gemeinschaft nachzukommen. Die Anforderungen und Ansprüche an uns wachsen aber jährlich, sodass ein Arbeiten auf der bisherigen Basis inskünftig schwer möglich sein wird. Seit 1995 haben die gewählten Vertreter der Tibeter Gemeinden zudem eine Doppelfunktion. Sie sind nicht nur die Vertreter ihrer Siedlungen, sondern bilden zusätzlich das tibetische Lokalparlament Schweiz. Dieser Status wurde im Zuge des Demokratisierungsprozesses innerhalb der tibetischen Gesellschaft und aufgrund der Größe der Gemeinschaft uns von der tibetischen Exilregierung zuerkannt und die Basis unserer Arbeit bildet unsere Richtlinie, welche das revidierte Grundgesetz der Tibeter im Exil als Grundlage hat. Sie wurde vom Exilparlament abgesegnet und ist für alle Tibeter in der Schweiz bindend. Weil die finanziellen Möglichkeiten beschränkt sind, hat auch das Tibeter Office in Genf eine Doppelfunktion. Es ist nicht nur die Vertretung seiner Heiligkeit in der Schweiz, sondern auch die Exekutive des tibetischen Lokalparlaments Schweiz. Meine Damen und Herren, liebe Gäste und Freunde, die Interesse an Tibet hat im Westen massiv zugenommen und die Nachfrage nach Informationen ist entsprechend. Unser Büro soll daher zukünftig auch als Anlauf, Kontakt- und Informationsstelle für Tibeter und an Tibet interessierte westliche Menschen dienen. Zudem braucht eine Organisation unserer Größe dringend ein logistisches Zentrum.
Damit dies gewährleistet werden kann, ist unser langfristiges Ziel, eine Vollzeitstelle für dieses Büro zu schaffen. Vorläufig scheitert es an unseren finanziellen Möglichkeiten und auch die Finanzierung dieses Büros ist nur auf eine beschränkte Zeit garantiert. Daher werden wir in der nächsten Zeit eine Benefizparty zugunsten dieses Büros veranstalten, an der Sie alle selbstverständlich herzlich eingeladen sind. Die Realisierung des Projektes einer Vollzeitstelle ist abhängig von wesentlichen finanziellen Zuschüssen. Daher appelliere ich an dieser Stelle an die Stiftungen, Institutionen und private Gönner, uns großzügige finanzielle Unterstützungsbeiträge zukommen zu lassen. Insbesondere appelliere ich auch an die Stadt Zürich, nicht nur Millionen von Steuergeldern als sogenannte Entwicklungshilfe nach Kunming fließen zu lassen, sondern auch etwas Konkretes für die hier lebenden Tibeter zu tun. Immerhin leben und arbeiten auch eine wesentliche Anzahl von Tibeterfamilien in Zürich und sind Steuerzahler der Stadt. Ohne großzügige Hilfe von außen wäre auch die heutige Eröffnung dieses Büros nicht möglich gewesen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle im Namen aller Tibeter in der Schweiz folgende Institutionen und Privatpersonen für ihre Beiträge ganz herzlich danken. Dem Schweizer Roten Kreuz für den Beitrag von 15.000 Schweizer Franken an die Mietkosten des Büros. Der Stadt Zürich für die kostenlose Abgabe von Büromaterialien. Der Firma Canon für die Verfügungstellung des Kopierapparates zu einer Vorzugsbedienung. Ich habe leider den Namen nicht, aber wir haben noch einen Herrn, der uns ein Telefonfaxgerät gespendet hat. Das steht zurzeit bei mir zu Hause. Dann möchte ich Herrn Erhard Hürsch für die versprochenen Dekorationsbilder für unser Büro danken. Herr Hürsch ist heute nicht da, er war, glaube ich, Journalist bei der Landbote und er hat wunderschöne Bilder aus Tibet und er wird das im Mai bitte zurückschauen, damit er das spenden. Dann Herr Kuhn Junior für den versprochenen Personalcomputer. Entschuldigung, also das war der Herr Hollenstein, der uns dieses Faxgerät gespendet hat. Vielen Dank. Der Firma His Technologies, unsere Vorgängerin in diesem Büro, dass sie für die vorhandenen Installationen uns preislich entgegengekommen ist. Und schließlich unserem Projektmanager Herr Zirindoci für seine gute Arbeit und der Sektion Drogen unter der Leitung von Frau Nejung Engler für die Vorbereitungsarbeiten zu diesem Apero. Den anwesenden Gönner möchte ich anschließend als Dankeschön eine tibetische Glücksschleife überreichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlich. Herr Wutle, wir danken für die 50 Musik. Zugeschickt, das wird der Vizepräsident nachher vorlesen. Danke zu lange.是3年之后，给操作 MG 电子厂了切手，这个3年之后给连共300物件，这个阶段起样式，广播。 마세시 티가 냠데 계속이 소도 장신 벌서 인더자 그 하르스 레서 뱀바다 니마 니라 대유 고지당 별이 만다시 표준 남다 제대 수고 제때 달음 제월라 저도 마송거 공개 매바 당스 tin데 삼지 대시대 레다 라레남기 주제미유 자된기 레고 강주 람롱 삼전루베 멜럼체 수시 구사든je kann es. Zuerst herzlichen Dank für die Einladung hierher.
Ich bin als Vertreter der Stadt Zürich hier und ich freue mich, dass erstens dieses Büro in Zürich ist und zweitens, dass es so wunderschön geraten ist. Ich gratuliere Ihnen herzlich. Es ist schön, dass Sie hier sind. Ich habe eine weiße Schleife bekommen. Es ist ein Zeichen der Freundschaft. Ich schätze diese Freundschaft. Dieses Zeichen hat mir schon oft Glück gebracht. Ich danke Ihnen dafür. Sie wissen alle, ich muss es Ihnen nicht sagen, dass die Tibeter bei uns eine sehr herzlich willkommene Gruppe von Menschen ist. Auch wir sind ein Volk in den Bergen. Auch wir haben vor Jahren oder Jahrhunderten für unsere Freiheit gekämpft. Und ich glaube, wir können sehr wohl verstehen, was es für sie bedeuten müsste, ein eigenes, freies Land zu besitzen. Und in diesem Sinn sind wir ihnen sehr solidarisch und ich denke, sie sollen diese Solidarität auch spüren. Herr Emci hat darauf angesprochen, dass die Stadt Zürich Projekte in China mitfinanziert. Und ich denke, es ist schon ein Problem, dass wir hier eine der größten und lebendigsten tibetischen Gruppen bei uns als Gäste haben und auf der anderen Seite unterstützen wir solche Projekte. Und es ist wichtig, dass wir in der Stadt Zürich darüber sprechen. Ich habe es mir gut gemerkt und ich werde auch darüber reden. Ich möchte noch schnell etwas sagen. Ich bin auch als Vertreter der interreligiösen Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz hier. Ich bin deren Präsident und Ihre Vereinigung ist Mitglied bei uns. Und in diesem Sinn möchte ich auch den Mönchen von Rikon herzlich willkommen sagen. Wir sind froh und glücklich, ein buddhistisches Kloster in der Nähe von Zürich zu wissen. Und zwar deswegen, weil für uns die buddhistische Religion eine Religion ist, die sehr viel Menschlichkeit, sehr viel Gläubigkeit, aber auch sehr viel Vertrauen in eine gute Zukunft eben unter uns Menschen trägt. Und diese Botschaft, die Botschaft auch der Gewaltlosigkeit, die brauchen wir alle und die brauchen wir in der Zukunft noch viel mehr. Und Sie sind Boten dafür und Sie sind es alle bei uns. Bringen Sie uns weiterhin diese Botschaft. Wir haben sie alle bitter nötig. Und ich denke, zusammen werden wir diesen Weg bestimmt gehen. Noch einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich wünsche Ihnen allen in diesem Büro viel, viel Glück und viel, viel Erfolg und dass Sie so arbeiten können, wie Sie sich das vorstellen für Ihre tibetische Gemeinschaft. Dankeschön. Also auch ich möchte im Namen der Tibeter Gemeinschaft Herr Dr. Witwer seine netten und warmen Worte ganz, ganz herzlich danken. Und wir sind auch froh, dass Sie heute unter uns sind. Vielen Dank. Ja, was haben wir dann?
낭만민도 분들 앞에도 모르겠어. So, gelijk de Groes. Geen plat zien voor. Geen plat. Feier und die Ansprache ist schon. Sag mal zu, Serena. Einen Moment bitte. Herr Kuhn und Stiftungsrat Tibet-Institution ist jetzt bei uns. Er hat mir ein Kuvert übergeben. Den Betrag sage ich nachher. Ich darf mal die Botschaft vom Stiftungsrat vorlesen. An die Tibeter Gemeinschaft in der Schweiz, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Vorstandsmitglieder. Zur heutigen Eröffnung Ihres Büros gratulieren wir Ihnen ganz herzlich. Ein lang ersehnter Wunsch geht für Sie in Erfüllung. Möge er Ihrer Organisation und damit den in der Schweiz lebenden Tibeterinnen und Tibeter neue Impulse geben und gute Dienste leisten. Da es bei einem solchen Stab auch immer viel anzuschaffen gibt, finden Sie beiliegen einen kleinen Zustand. Neuanfang, viel Glück und Erfolg. Der Stiftungsrat Tibet-Institut willkommen beim Sackung. Und der Stiftungsrat hat 500 Franken in der Tibeter Gemeinschaft gespendet. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Kuhn. Dankeschön. 죽집에 나는 해. 아주 그 사람은 님은 생각해. 땅에 유슈고 매당가라. 사람은 님은 솔직히 담아요. 직접 주민선들 망고지가 자주만 가인스 맞아면 야 사실 신당 도고도 너도 대표소고 통도 되게 망고지도 남자 오늘 강에 빼지고 아까 이제 소소래 같이 사람은 님은 생각해야 그래서 공사 보여야 다 직내수 줘야 되는데 예직 관하면 되게 말에 성공한 상당히 이게 저도 망고시 저도 망고 처음한테 주도 사실 군예부 나면 뒤도면 공부 제야마다 그 근데 이제需要的。 네, 잠깐 제니버는 다른 때리 보드 쪽에
연구톤 제부지는 가게보다 야구시라 중소디 오야 돼 금제대야 근주 제부다 주연받는데 갈 말에 이내 내 상매 흐르고나 다른 가서라 그래서 돈 팀도 돈은 문에 뭐가 피해 전으로 나야 이게 야구시라 좋은 나서 뒤에 도치 쉬고에 아니네 이급대 건도 단다 가서라 성수는 그나도 이미지 돈 마피아 되더라 뭔가 비도나 가리네 게 다른 내가 야구 근데 됐으나 아니 야구 쉬울 동안씩 가서래 님도 구도나 아니 즉 제시다 아마가 산에 땡에 손다 볼 유유유디 인도 zaman 이래래 쉬도 zaman tik노래래나 안 돼야 상황이 갑도나 야구 제다 때문에 야구 좋소 이래 니네 다른 뭐게 손도디 나는 쉬불로 되는 떨이 고도 줄 사업 대상도 조사 사슈 심벌에 다른 중접 대가 망고전에 비교도 좀도 다 갖다 봤게 재미도 게 시행하고 나 그것도 망책 방문에 다시 시행하고 하는 어제 대생 그런 쪽에 지니면 이제 유엔 치료대 제야 돼서 빼하고 좀 상. 저리 하고 싶은데 님 매마다 갑교 잡아 제야 돼. 제 것도 쉬고요. 그다음에 건조 빼면서 당고랑 깨져 유엔 나는 가면 다 가라네. 당고 이 건조 찍네. 즉 비디오 잡아는 것도 제다 막 쉬우죠다 또 전화치고 싶는 거 봐. 네가 내 건조 막에 도나치 그 건조 다리 겨두 망고 싶지다. 아니 몽골에 스크립트 상도 건조 명도 잘 그래. 건조 돌에 그런도 삼다는데 빼면서 야고래. 딱 건조에 건조 돌 갑교지 캬도 주고 배밖에 게 말이 개미랑 게 아니 배가 변화 강에 여기 개미랑 게 시에 그래서 이 건조 도나치고 싫어하는 한테 뭐 이제 사과 살교 쪽에 도나나 아니네 단다 가서래 디토알가 가샤다 거기 간 되게 상황도 리포트 그 거기 스탠드라는 젤루션이 거기 표현이 바꾸게 상황하나 아니 다른 즉 가리하고 좀 살교 좀 망고 쉬우지 내자 뒤야 살교 뭐가 제니가 지금 또 네 돈은 약간의 개별 즉 살교 요야 살이면 요야 하고 요당 어디 들고 주지야 금제 직대가 다가서 지고야 돼 직대가 저거 니네 들 주된 언도랑 지고요 쟤는 내만에 학교제 때 민주도 상매 약주나 공감 그냥 약주하고 들이 주님은 지금은 산이면 재미 로고 같은 요것도 좋아 이내 먼저 내 돈을 내고 가는 때 주디 인지민지 저기 해주셔야 했어 두스트 산표 같은 거에 대화제 뒤 돈에 요즘에 딱 가서 미 좋아요 뭐시면 그 사와제는 뭐시면 대화제는 그 메시지 다른 가서래 현다 가면때 배는 점리난 게딱 가서래 수벨롱데 깨라 지셔다 CNN 나오던 지도 아마 망고지 때 야구츠고 까면 되는 것도 사다와 본다 된샤 사맹만 연 쇼게 된샤 그것도 전에 나왔듯이 텔레폰을 인터뷰 나 CNN 제 그것도 디 파르경에 사고베티 점리나는 세다 칭에다 에이전시 요바 로이터스 프랑스 뭐가 페샤 된 건조기 안디 차와 프랑스의 뉴스 점도 안 상매 두고 안되네 프랑스 마용들도 제다디 야구실 때 멕시코에 난다 아메리카는 편에다 게름쟁한테 팩스나샤 거기 난다 아메리카 사와서 깨라 지쇼 워싱턴 포스트 디나 프랑스의 전도도 페레스 좀 어디가 딱와탈에 가지고 있네 디나는 용면도 안 거기에 뭐고 숙청도 나니 네 프랑스의 재미가 제한테 변화샤 전 세리다 사와 되슈다나샤 세상에 도스테들 말아서 오늘 즉 세라 빼면서 언니네 근데 유엔 나는 손도 처음 나는 이번에 팬도 쉬우죠샤 가서 뒤 뭐가 오고 나면 돼 준비해야지도 참가 당국만 투보다 남사 어제 가서 오고 쉬우지 않고 저는 지나샤네 유엔 나는 차나는 걸 내지 고도 가시 내동하고 또 왔을 때 산님한테 만나서 고도 용초 맞다 내가 그거 산님은 소소 고사인가 고도 가가 용샤 오늘 저는 용초고 말이야 고도 망고지 용어인 네 오늘 님도 산님은 이미 유스 전에 시에용도 지다 같이 가서 가고 이제 고도 시에도 오늘 심주게 같이 들어와서 스트레스 내서 유에서 그때 자유도 니네 단도 먹에 가서 그래 안디 갑때 같이 그래서 약쇼디 컨트롤 사바나 디에 송샤 가서 사바다 유난 가르송 거에서는 단도 대자지라 교조 총대 돈에 같이 투미 보고 가셔야지다 곧 가셔야지야 유엔 나라 여기 가서 교조게 총대 제기는 스체노도 남사야 해요 말 빠스요 레게지 지우로 지그레 근데 총지가 때 손도 그런 부잡다나죠 부잡되고 뭐게 내지다 유엔게 가토레 하이 커미셔너도 와마드레
이도 프랑게 아니 톡제 톡다 아니 근데 저조난게 저조토야게 톡제 대본도 고고 손도 대본 그 뭐게 균도 뭐게 본지지와라 프랑게 쳤다 근데 손도 좋아면 토가니 손도게 저조게 아니 톡제 토라 프랑 인제 대만도 얘게 유엔나 손도 된디 그미 난도 토네 고접 좀 시티 나샤 고접 시티에 상을 된제 유엔나게 대제 나면나도래 직접에 대전서, 후구 대전서, 근데 상관없나. 그래도 가봅시다. 좋은 업체네. 아니, 제나 그래서 암질라도 야 그야 체리도 넣어놔. 안 디네 단데 벤치를 붙이 가서 따나면서 피디신 난교로 세 동다시리. 야그 어pon도 뒤에 조절을 쉬나셔. 쉬다 조절 컨트롤도 상관없나. 소리도 좀 하면 퓨샤. 담다야 혼도 먹으왜 지그래 먹어야. 제가 혼도 표현에 디제도 지금 혼도 표현에 혼도 뒤더 다리 때서 먹어 조절 나 손소리 독도를 왜 맞다고 근데 죽지부시라 좋나샤 제가 찍내면 오늘 가서래 야고 쉬우지다 오늘 가라서 오늘 못을 난고래 성도 니네 니 다른 가리 야고 통도 먹게 된다고 지 소시에 나가야 있는 가정 와도 더가 안 되는 나야 계속 쉬울도 제가 네 망고지 지게 속에서 오늘 따와 그도에는 법수도 되는 직시한 건 나한테 지고 됐다 수스나는 건도 여러 밤이 나 동네 여러 가리 있는 네 인도 건도 돼 왜 강에데 왜 고티 제고를 스타바시에고 같은 모든 난고를 해서도 디스나 망고지게 디도래 가서 공장 양시라 때는데 언디 능시기 단다 radio voice of america 말아서 그외게 radio 나는 아니 voice of tibet radio free asia 이게 숨게 공간은 인터뷰슈아래 먼저 인터뷰 나서 디콜 센주 야고 봤다나셔 그러나네 오늘 인도 권한도 오늘 가족 연구에 성동안도 치료를 내려 때문에 그래도 알았다 지금 내마토는 그래서 심주도 혼나면 제가 혼돌에 제가 이게 상황이 다른 오늘 가서는 빼면서 야구 좋은 손상도 돼 아니 좀더 상황 잘 나요 되는데 도치 쉬우면 이제 단단하게 그래서 처음에 간데 땅에 비서 쉬나이나 다들 모두 같이 와서 개미가 다 망고지 나무를 주시셔야 딱 망고지 같은 거 가면 좋아 레솔루션 자는 건줄 팬더 가려라 레솔루션 샤브 되면 팬더 스탠 가서래 코디 샤브다 남사 독도 대한테 요만 이네 레솔루션 디 샤브 랍도 좀 디토네 그백네도 숙치부 쉬우고 먹이나 간다 둘다 부선 소고 이제 남에나 정말 지워때 이슈 개치셔디 자는 레솔루션 차대요 그래서 건도 신고하는 건도 디 경원도 디 약교 수 있는 거 같아서는 어떤 계급 간다 유럽인 유니언 아메리카 아니 라틴 아메리카 되게 겹도나 딱이 주시디 샹에디 유럽인 유니언기 고수 나고 안 계급 현다기 겹도나 지지고 할때 이내 개미기 가는 건도다 디 시어교 말했잖아 계급 망고를 건도 난도 막 내가 망고 싫어한 남도 제가 디 인도에서 막다 주시디 샤 마샤디 간다 땡키 시어비스 유럽인 유니언 송고 할때 이내 프랑스 기대 유럽인 유니언 하나 프랑스다 프랑스 기대야 직시하면 지락톤 그래서 꼬달려고 그냥 쉬어버리잖아 지도도 뭐 유럽인 유니언 토안에 모두 매나 망면 모두 매나 그 지초오면 너 하고 지금 지다가 디 일단 프랑스 지다 다니에 다가지 슈글로 건도 연구할 지다가 디 지도 강에 가려서는 로비지한 건도 파서 계시셔야 또 릴레이션 지고 계급 현장 건도 잡고 진행 중에 계급 현장을 못 루트스전 망고 차례 난 거고 하는데 난 신고만 가서 건도 시험을 매대 다다 탑주በት 가서 나요 말이 이내 컨트롤이 샤야 주시도 되게 정말 레졸루션 기 텍스트 요마 색도 이게 소나 주샤 이 소나 단다 컨트롤 tempo 말이 이내 디나나 제도 디나나 먼저 그래게 펜지름 지도도 그런 거면 그다음에 양라 자발라 저시밀라 뒤에 피선 송과 달라 시발라 겐 저런 당와라쇼 예란 달라 시발라 겐 저런 당와라쇼 알라 자시쇼